Oké, welkom hier in Strukland, Manitoba. Als van de Moordstein daar is daar, 2021, als ik naar Noord-Keil, maar als geen zon zien. En dat is er van jou dat klippen eten meer. Van jou weet wat meer dat naast zich een soort snetje. Zo'n snetje die je een restaurant hier in Canada in de States krijgt. En een restaurant wat zich naam Red Lobster, of Langosta Roja. En we gaan, mijn schwerste had laatst zo'n snetje gebakken, dat schmeckt zeer schijn. So, dat wil ik niet van jou proeven. Ik hoop niet gelijk dat, so je mir das Rezept. En vielleicht kann ich sagen, dass ich hier ein bisschen schmackend haben dann. Der Winter braucht wir das gewöhnlich in Mexiko durch wie am Meer, aber wir können das Jahr nicht wegfliegen wegen den Covid-19. Aber da wollen wir doch wel thuis blijven een snetje maken. De snetje kan je afvrieren, dan kan je er opduwen en dan kan je er een oefengebied opwarmen. Dan kan je zo goed vrijstik met je eiertoog, met schobbelen, hoe immer. Zo, nu wordt je weten wat we maken doen, dan komt me gelijk dat en je dat ook. En dan kan je, zoals ik al zei, met een grote zupkerken en dan door touw eten, dan braucht je al niets niet onder touw. Dat smaakt zeer schijn. Zo, dat moet zijn. Okay, da wordt je weten wat we alles maken doen. Hier hebben we 2 koffel meel, 2 cups of flour, 1 eetlepel suiker, 1 tablespoon sugar, 1 eetlepel backpulver, 1 tablespoon baking powder, 2 theelepel chesnickpulver, 2 teaspoons garlic powder, 2 theelepel sippelpulver, 2 teaspoon onion powder, half een halve theelepel salt, half a teaspoon salt, een viertel but een halve theelepel roda pepper, or cayenne pepper, quarter to half a teaspoon cayenne pepper, optional, 1 koffel buttermilk, frisse buttermilk van mijn mama, 1 cup of buttermilk, en hier hebben we een halve koffel gesmoltene butter, half a cup of melted butter, en 1,5 koffel cheddar cheese, en rood je like thuis, je kan je ook al een thuis gebruiken met je hand. 1,5 cup of cheddar cheese. En hier hebben we nog een beetje padat om dan hier met overstreen. We've got a little bit of parsley to sprinkle over later on. Thank you. Oké, wat we dan doen is dan nemen we alle drieën. Dat baakpulver en dat zout en suiker en chesnickpulver. Alle drieën stof. Dan hebben we dat alle hier om 7 aan. En dan hebben we dat alle 3 7. Krijg je starten dat meel en alles. Eenmaal zijn door klampjes maken ergens wat. Dus dit houden we dat alle zeer fijn. Wordt het hier alle 3 7. Kijk maar dat. Oeh ja, zeer fijn. Ja, kijk maar dat we zijn eenmaal klampjes maken. Ja, je gaat extra weer nog maar warm door maken meel. Maar anyway, ja, nu hebben we dat smak daar gezegd. Nu hebben we dat dat alle 3 hier en dan hebben we dat hier weer. En dan hebben we dat 3 zeer fijn daar. Gelijk zo staat. Kijk maar dat. Dit zal zeer fijn daar gericht zijn. We hebben nu hier waar dat flissen door de smaak dat dus de buttermilk alles, daar hebben we niet te lang dat daar gericht is. Daar wordt het zeer vast. We willen zeer lekker hier. Snetje hand houden. Daar worden de 3 zeer fijn daar gericht en dan drukt het nog onder door niks zeer daar gericht. Zo nu ook in wijzen wat het next doen. Oké, dan wat we dan doen is, eerst ik wil je zeggen, ik heb het recept van wat ik in die Schweiz heb ik verdubbeld. Ik wil nu 2 zoveel maken. Zo, wat we dan nu doen is, hier hebben we de buttermilk. Dan nemen we den gesmoltenen butter. Dan zetten we den hier neer. En dan hebben we den zeer fijn hier, dat de buttermilk en de butter zeer fijn onder is. Kijk maar dit. Oh yes. Dit is niet voor zo'n mensen wat er wel een strampel down zijn. Dit is voor zo'n mensen wat het eten schijnt smaakt en wat er liggen te eten am leven. Er zijn zo'n mensen die eten te leven en er zijn zo'n mensen wat er leven te eten. En we nu hebben we verder gereed. Dat is een beetje grummelig. Nu hebben we dat hier zitten aan. En dit meel met al die spices. Ja, kijk maar dat je meestal een beetje zo glans. En dan hebben we dit zeer
fein durchrieren. Und dann, jetzt einmal fein ein bisschen durchgeriert haben. Da werden wir den Käse nähren. Und das werden wir nicht zu lang kneten, da werden uns die Schnittchen zu fauß. Wir wollen sicher merken, dass wir feine, lockere Schnittchen haben. Kijk mal das, nu haben wir da nur fein Deeg. Wat je maar zo'n stroom met schaaldeeg aanhaft dan. Dan speert zich dat Haupt noch ein bisschen. Ja, kijk mal das. Oh yes. Und wer will, die kann wirklich noch ein bisschen Parazell nachstreuen, weil nicht bloß nur hier der Boven ewig. Dann ist hier noch mal ein bisschen Bären und ein bisschen durchrieren. Ja. Das riecht nu al schön. Und dann, was wir dann da staan, streuen wir den Käse hier so näher. Dass ich auch sehe, dass das Hab hier verdoppelt. Nu werden wir das bloß so viel durchrieren, dass, weet je wat, je kan die jongen kniepen. Ik wil de hand nemen en dan wordt het met de hang weer durchrieren. Kijk maar dit. Ja, dat het allebei fijn durchgeriert is. Wil je het wezen, maar het is vorig is en dan werden we snel merken. Ja, dan doen we plus een beetje dit. Bloß dat het alle dagen anders, weil wir wollen nicht zu lang kneten, weil dann, da jaft uns dort bloß fast geklappt. Ich habe mal die Dinge vielleicht Ball spielen, aber immer haben, nu haben wir es fein durchgeknetet und nu werden wir Schnittchen machen. Okay, dann werden wir jetzt mal wiesen. Hier haben wir nu al 2 Kloten voll gemerkt, dass je sein kann. Die wollen ein bisschen nachmerken, wenn die wollen er nur abgehen. Nehmen wir hier so ein bisschen feines Boltje. Und dann drehen wir ein klein bisschen, holen wir, kijk maar dort. Und dann, das jaft ein Stück 24 oder so. Wir lassen den Ofen nu abhärten, bei 400 Grad. Dann werden wir 12 Minuten oder so kehren. Und dann abwarmen. Und dann werden wir backen von ungefähr ein Stück 12 Minuten. Ja, kriegst du es dort. Da brauchen wir schrecklich große sein. Da guck mal, das sind, was wir nennen, Red Lobster Biscuits. So, dann hat 3, 6, 9, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24 Stück gegeben. Dann haben wir groot die dan wel, maar die brauchen was schrecklich sehr groot. Ja, kijk maar dort. Sehr fein. Nu werden wir die backen, dann wollt ihr wissen, was das ist. Dankeschön. Okay, dann haben wir den Ofen noch bei 400 Grad Fahrenheit. Und nu werden wir das nehmen. Dann 10, 12 Minuten lässt das all der sein. Dankeschön. Okay, nu haben wir das von ungefähr ein Stück 13 Minuten gebackt. Nu kijk mal. Oh, das ist so fein. Und dann werden wir die nächste Sorte danach sagen. Check mal das. Oh ja. Einmal ein Stück 13 Minuten. Nu kijk mal das. Wer will, kan je door een klein beetje Parazell überstreuen op alle. En wat eins nach down ist, die penselen door nach Butter über. Want je wel, die kann je auch. Aber mich meine, es ist so ganz grünes erscheint. Du bloß ein klein bisschen Parazell überstreuen. Lassen wir den Bett aufteilen. Und da will wir eten. Dankeschön. Okay, deze hat wir vielleicht ein Stück 16 Minuten gebackt. Eins mal die Länge, eins mal weniger. Eins die oberste Backe nicht über rein. Und nu kijk mal der. Oing bloß so fein brün. Hier sind unsere sogenannten Red Lobster Schnittchen. Sehr fein. Ich guck je mehr an die auch, nu wollen großen Suppe merken. Und da will wir Schnittchen in Suppe eten. Naja, wir haben hier einen gerösteten großen Suppe. Wobei ich muss einfach sagen, ich muss die Schnittchen schmecken. Dann gibt es so fein knusprig. Von Bern so fein Weg.
Als we nu een grote zomerbars halen, of een kampsbars, of een jalbeerzup, nudelzup. Ah! Wow! Dat schmeckt schon. Merkt ihr auch, da wird ihr nicht leicht werden. Deze met Frühstück, mit eine Eiertaufe oder mit Schaubeln. Unheimlich, das ist ein Schmack. Echt mal das. Hey, das sein. Wenn das so scheint, der Schmack so scheint. Vielleicht so scheint es der Sitz, so schmeckt es nicht. Wow! Gleich habe ich gleich. Dann scheinen, rauf da drauf. Ich werde was dir nicht leicht werden. Dann scheinen. Wow, check mal. Nu haben wir all diese Schnitte gemacht. Das schmeckt, das ist auch schmeckt.